Dankschein von der Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Geschrieben von Jimmy Evans, übersat und Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandel. Aufteilung 3, Kapitel 14. Wann du allein bist. Janice wie eine antrakende 26 Jahre früh mit 2 Kindern. Als sie seht, wer sie wir und wie miteinander bekannt waren, wie ich von ihrer Freundlichkeit und Aufrichtigkeit beeindruckt. Wann sie auch wegen Eheprobleme an meine Arbeits wir, fällt ich dort Bild, dass sie ein welcher und gesunder Büher wir in ihr Verhältnis mit ihren Ehemann. Nachdem wie Kurt über allgemeine Themen verteilt hadden, ändert ich die Richtung von unserer Unterholung, indem ich Janice frug, wo so sie rot neidig hat. Mit einer sichtbaren Ändernis in ihren Ton und ihrer Begeisterung vertelt Janice die Geschichte von ihrer verkrümelnden Ehe. Mein Ehemann Ted kommt mit einer anderen Frühtaub, sagt Janice, so als von das bloß so wir. Er kommt nach Haus, seine Kleider zu wechseln und zu eten, und dann fährt er zurück nach seinem jährlichen Haus, dort zu schlafen und seine ewige Zeit dort zu verbringen. Wenn ich Ted auch al vielmal davon angeredet habe, deed er dort gar nicht, davon zu reden. Er behandelt mich so, als wenn ich überhaupt nicht durchsehe. Ich sehe von dort hier, wäre ich nicht wieder so als dit kann. Wenn ich wat ändert, wo ich wat tun motten, um mich selbst und meine Kinder zu beschützen. Als Janice mit ihr die Geschichte aufschlot, feilt ich, dass sie die Wahrheit sieht über ihren Ehemann und dass sie nicht länger so eine Ehe sein will. Wenn sie auch ein gaudet, leibendes Hort beweist, wird das doch merkbar, dass sie wat gratis Storms an eine anbeständige Ehe uitgeholen hat. Als eine Fall davon, sagt sie rot, zu sein, auf der irgend Hoffnung wir für ihre Ehe oder weins für sich selbst. Von dort gibt dort viele Dutzende schlechte Ehen, so als Janice Ehre, wat unbeständig und nicht zufriedenstellend sind, wegen ein Partner anwällig ist, wat beizutragen oder sogar noch wat tät, dort, wat der andere Partner zu bühen versiegt, noch zu verstehen. Ich hab viele weihgedonene Menschen rot gegeben, die meiste von die sind frühes, wat von einem Ehepartner uitgenutzt worden, wat entweder die Ehe nicht abbüht oder die sogar verdorft. Wenn diese Umstände auch ein besonderes Schaufprobleme verursachen für den Partner, wat das Eheverhältnis ab ihrens zu bühen versiegt, gibt das aber nach biblische Antworten, wat wirkliche starke Lesungen anbieten. Ein Daunt, wo die von dort in die Ehe befängst, erst du ein biblischer Weg, an irgendein Problem nachzugehen, und es steht als halbloses Opfer dort zu stehen, kannst du auf einen angreifenden Weg mit deinen Eheproblemen verhandeln, wat die beschützen wird und Fallen mit sich bringen wird. Das zu sein, weil wir trägen nur Janice in Ted ihre Geschichte gehen. Nachdem, dat ich nur gehorcht hat und wat grundlegende Fragen gestellt hat, seh ich, Janice, nur dort, wat du sagst, begeht dein Ehemann offener Ehebruch, wo er nicht Buße überdät. Nur dort noch, wat ich sein kann, hast du Grund für eine Ehescheidung, wann dort erst, wat du daunen wirst. Aber dort antwortet sie hastig. Ich sehe da wen hier, wenn ich mich nicht von Ted scheiden will. Ich war, wann ich wat ändert. Aber ich will für meine Ehe feiten. Ich weiß bloß nicht wo. Dann seht ich, Janice, ich will klar verstanden sein, dass je in die gesündigt wird und dass du nicht in dieser Ehe blieben brauchst. Aber wenn du meinen Rot wirst, für deine Ehe zu feiten, wo ich dir dort sagen. Aber das wird nicht leicht sein. Bist du sicher, dass du da bereit bist? Janice antwortet hastig. Sicher, ich will irgendwas tun. Wenn mir dat nu auch sehr weit leib ich Ted immer noch, und ich will nicht, dass meine Ehe und meine Familie zwei breicht. Ich sie willig zu tun, was immer dort braucht. Mir gefällt ihre Antwort und ihre Einstellung, und ich fang an, Janice biblischen Rat zu geben, ihr zu helfen an Ted in ihr verfallendes Verhältnis nachzukommen. Janice, seht ich, wenn Jesus von dort oben noch einen schweren Arbeitstag am Dienst nu kommen wird, wo wirst du ihn behandeln, wenn er am Haus nennt heim? Sie dacht für etliche Minuten noch eine Antwort sagt. Na, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Na, wenn Jesus von dort so was noch ans Heim kommen wird ich am Leben und deinen sogar das ich kann, weißt? Wenn dat Jesus wär, würde ich mein Bestes tun, ihm zu gefallen. Gut, antwort ich. Du hast nu den Gedanken. Lass mich dir noch eine Frage fragen. Wann erwartest du, dass Ted von dort in Haus kommen wird? Janice sagt, gewöhnlich kommt er am Klock 6 uit nähen, zu eten und sich umzutragen. Janice, sagt ich, die Bibel sagt, dass Ted Christus in deinem Heim durchstellt. Ich verstehe, dass Ted eine Prostearbeit davon macht, Jesus durchzustellen,
aber hij heeft da noch eine sehr wichtige Stellung. Daher so die Ted kriegt so und mit so einer Einstellung behandeln als die Jesus wurst. Als ich red, fangt sie an rauf zu kicken. Nur ein stout je stil zijn en seht sie, Jimmy, verstehst du, wat ich dir von Ted vertelt? Hij schlapt mit einer anderen Frühtaub. Hij heeft mir al voor Monaten nicht Zeit gegeben. Und du weißt, dat ich ihm so als Jesus behandel? Ich feil ganz mit, wo Janice sich feilt, und wo überdrissig sie mit Ted wie en seht. Janice, ich verstehe alles, wat du mich von Ted sehtst. Ich weet, dat hij ein anjährlicher, gefeilsloser Mann ist. Aber Ted ist nicht hier, um Rot zu holen. Du bist. Daher ist dat meine Verantwortung als biblischer Rotgeber, die zu sagen, wat die Bibel die Rot gibt zu daunen. Und, Janice, ich frag nicht du noch, dat du an Sinn teilnimmst oder die Sinn an Ted Gott sagst. Ich rot bloß, dat wann Ted nu ook in zo'n toestand als hij is, dat du am behandelt zoals die Jesus wurst. Doe dat zo, als wann dat voor Jezus weer. Ik mag je zichtbare terugholen over den Rot wat ik geef, en entschloot de Gedanken mal voor wat Minuten in eine andere Richtung te nemen. Janice wil we zeggen, du nimmst meinen Rot nicht an, Ted so als Jesus te behandeln. Wat sind die andere Möglichkeiten? Von wat ich sein kann, sind hier noch diese Möglichkeiten. Erstens, kannst du wieder leben als wat nu. Aber du hast mir dat al gesagt, dat du dat nicht länger uitholen kannst. Zweitens, du kannst am drijven. Wann hij vandaag zo overs naar huis komt, kannst am aanbrellen en uitbloren en drijven, die van am te scheiden. Aber ich glaube nicht, dat dat de beste Möglichkeit ist, um deine Ehe zu raden. Wer in Ted kann die leicht beim Wort nehmen und die verloten. Hastig seht sie, ich hab geschrien und Ted angebrellt und gedreift mich von am zu scheiden, aber hij nahm mich bloß bei einen Nomen und seht ich soll bloß wieder machen damit und seinen auf am dort wat uitdeit. Dann seht ich, na, Scheidung ist eine Möglichkeit, aber ich glaube, dat du vandaag hier in meine Arbeit bist, bedeutet, dat du dat nicht tun wirst. Du bist recht, antwoordt zij. Na, Janice, ich weet dat het Gebet stark ist und ich weet dat du für Ted in jene Ehe Gebet hast. Dat hab ich sicher, roept ze uit. Dat is schijn, seht ich, en ich blijf, dat is een van de grootste Ursachen, wo so jene Ehe so lang vergeholen heeft. Aber, ein Don't wo wundervoll und stark dat Gebet ist, dat kann Gehorsam nicht ersaten. En andere Woorden, Janice, leert Gottes Wort ons, dat wir sollen sagen zijn en dat Evangelium mitteilen. Wann wir auch für verlorene Menschen beten, wird die Welt nicht errat worden, but wir uitkonen en sagen. Wir müssen dat Glaubensgebet mit Glaubensworten nachgehen, um dat Werk vorig zu machen. Wieder seht ich, Janice, ich erkenne, dat du der gerechte Partner in dieser Ehe bist, wat von einem ungerechten Partner uitgenutzt wird. Ich erkenne auch, dat du gebeten gedonen hast, wat du wisst. Aber ich sage dir dit vandaag, wegen dat eine grote Möglichkeit ist, dat jene Ehe doordat gerat worden kann. Wann du vandaag naar huis stehst en anfängst Ted so te behandeln als die Jesus wurst, verspreche ich dir, dat du seine Aufmerksamkeit kriegen wirst. Sie mögen nicht Hauptforderung über wat ich gesagt habe. Also, wat du sagst ist, dat wann Ted vandaag so overs naar huis kommt, ich ihm dann so leben und versorgen soll, als wann hij Jesus wär. Dat is recht, antwoord ich. En du musst dat van vandaag en wieder alle Dag doen. Zij seht, ich kann sein, dat wat du sagst, reich ist. Aber dat wird schwer sein, en Ted so zu behandeln, wann hij mich so schlecht behandelt heeft. Wat het noch euer macht, is om te denken, dat hij later am Abend weiter mit seinem Jahl taub sein wird, aber ich weet, dat dit recht ist. Dann vroeg sie mich noch eine Frage, wo ich all abreken. Jimmy, wat wann dat nicht schafft? Wat wann ich Ted für eine lange Zeit so behandle als Jesus, en hij keinmal ändert? Janice, seht ich kann nicht sagen, wat die Zukunft hält, aber ich kann dir sagen, wat ich bleib en wat meine Erfahrung gewast ist. Erstens, Gott ehrt die, wat am Gehorchen und Glauben auf sein Wort haben. Wann die daunen wurscht, wat reicht ist, bleib ich fast, dat Gott den Gehorsam ehren wird. Zweitens, meine Erfahrung als Rotgeber mit vielen frühesten Männer, wat in seiner so Umstände gewast sind, ist, dat wann sie ihren angereichten Partner mit Leib und Ehe behandelten, passieren ein von zwei Dingen. Entweder die Partner antwoord reich zu die Leib in dat Beispiel, en dat Bose, oder der Angereichte wird so scharf von dat Verholen von dem gereichten Partner getroffen, dat hij evacuiert wird und sich eiert und dadurch verleiht. Janice, dat Problem wird beides wees, der gereichtet Verholen geleist. Hier kann ich merken, dat sie mit diesem Plan einverstanden wir.
Aber wer sie sich ab einen oder den anderen Weg dazu verpflicht, seht ich noch. Bloß wer du Tat so behandelst, als die Jesus wurst, bedient dat gar nicht, dat du am nicht ob en oprechtig anreden kannst, über deine Gefeile en Everdrissigkeiten. Dat bedient bloß, dat du dat en Leben mit Respekt deist. Dat meint ook nicht, dat du mit am Sex haben sollst. Solange hij mit seinem Jahl schlapt, würde ich weins am Gesundheitshalber nicht mit am Sex haben. Aber wenn du mit am auch nicht Sex hast, kannst du am danach respektieren en leben. En dem, dat du am liefsten mit Fliet dienst, geeft dir dat einen Platz, von wo du am eerbaar en oprechtig von deine Bedürfnisse en Weidog vertalen kannst. En andere wird, wo nicht eine Flurdeich oder ein passives Ziel, wat hem missbrucken kann. Du sollst aber auch nicht hastig worden en Sinn mit Sinn trägtolen. En dem du Tat mit Fliet leifst, go oprechtig an am Nahen, wen sie verholen. Janus stemmt mit nekkoppen met aan en zeet, ik verstoe en ik blijf, ik kan dat doen. Sehr gut, zeet ik. Ik wil dat in huis forscht en van de ganze week die bastet verzeegst, Tat zo te leven als Jezus. Dan kom terug en vertel me wat passiert is. Met een veerzicht je vrienden op ihr gezicht, zeet ze, goed, ik wil mijn bastet doen en op mijn weg terugkomen. Wir sloten ans Taubsennen mit einem Gebet auf und sie fuhren nach Huis, an ihre schwere Abgaben anzugehen. Durch den Weg dachte ich etliche Mal an Janus und wundert, wo dat ging. Ich luid besorgt nur ans nächste Treffen, am Ende zu worden, wo dat geschafft hat. Als die berede Zeit durch war, kam sie an meine Arbeits nennen, leid sehr so als Eier, aber viel Friedensfaller. Nur eine karte Begrüßung frug ich die grote Frage, na, wo haft het gegangen? Sie strahlt ein grotes vriendelijke antwoord. Na, ik ha seine Aufmerksamkeit wens versichern. En ik zei, vertel me de Einzelheiten. Sie vertelde ihre Erfahrung von der Weg so. Als ich laatste Weg von ihnen Arbeitsweg fuhr, dachte ich den ganzen Tag darüber nach, wo ich Jesus behandeln würde, wann er an dem Abend nach mein Haus kommen würde. Ich entschloss mich, dass ich am eine gescheite Mahlzeit machen würde, en am den Abend even bedienen en alles doen wat hij haben will. So dat ik dat den ersten Abend vertat. Ik kleid mich so gut als ik kon, mög seine liefste Mahlzeit reid, en vandaan als hij neerkwam, wat hij naar zijn Mial huis deed, deinde ik aan en leefde aan zo zij als ik kon. Ik vroeg dan, wo antwoord hij daarop? Janus zei, am ersten Abend kijkt hij bloos so fahnig naar mij, en zei allerhand te zichzelf, zodat bloos hij zich keren kon. Ik kon niet werkelijk uitvinden wat hij dacht, aber ik wist, dat ik zijn Aufmerksamkeit had. So bleef ik de ganze Weg dabei. Jeder Abend, wann hij naar huis kwam, wurde ich am warm begrüßen, en ik had mich so schmackesmelig gemacht, mit einer heiten Mahlzeit op den Tisch. Ik had die doorgespast bij zijn liefsten Stuhl reingelegt, en dat huis weer gefrecht. Am zweiten Abend seht hij al wat te mij op einen anständigen Weg, aber nichts Besonderes. Aber für mich wird dat eine grote Verbesserung. Am dritten Abend last hij de Post naar Ovenkast, en ik zat met am Taub an onze Gasstove. Als wir da saßen, leidt hij de Post drauf, van Versen gezegd en vroeg, wat jet ver? Wat deest? Ik wist nicht, wo ich antworten soll, aber ich zei, ik behandel die bloß so, als ich soll. Du bist mein Ehemann en ik lief die. Mir deed dat leid, dat ik die vorher nicht so behandelt hab. Ich hab Fehler gemacht en ich hoop, dat du mich vergeven wirst. Von nu an will ich die mit ihr behandeln en die deinen so gut als ich kann. Mein Nieschhier wie op dat Hechste en ik vroeg, wat zei dat dan? Zij antwoord, hij blabber bloß wat te sich selbst en hield de Post wat er voor hem gezegd. Aber dat weer dat erste Mal in viele Monate, wat hij thuis weer te nacht. Hij wil nicht mit mir slopen, aber hij weer wens im Huis. Noher, als hij nog maar bloß einen Abend bij zijn Mial gewast. Ik hab zweifellos seine Aufmerksamkeit, aber wat soll ik nu doen? Nadem dat ik Janus voor een Glauben en Mout geloofd had, wat ze gehad had, om de Weg te doen wat ze gedaan had, rood ik haar nächste Weg datzelfde wieder te doen. Ik zei haar, ze zal naar een gelegenheid kijken, wo sie am betten kon, mir mal abzusehen. Ik zei haar, dat wanneer hij haar vragen wordt, wat en wo zou sie dat deed, soll sie hem zeggen, dat sie mit einem Pastor von ihrer Kirche vertelt had, wat er gesagt had, dat sie Tat nicht so behandelt had, als sie had sollt. Ik zei, sie soll hem zeggen, hij helpt mich te leren, wo ik die leven kan, en die Bedürfnisse erfüllen. Hij wil die nächste Weg ook gerne mal treffen. Ik warn daarover, dat zij nur de rechte gelegenheid luren soll am te sein, dat ik met am reden wil. Ik hoopt, Ted wordt niet schwierig zijn einen Mann te treffen, wat seine früher gesagt hat, dat sie ihren Mann so als einen König behandeln soll,
wanneer hij ook een godloos leven leeft. De nächste week bracht Janus Ted met terug. Als hij moedig aan mijn arbeidsen gestoopt kwam Ted blij hingeran. Na, goedendag Ted, dat is zo schijn die eenmaal te treffen. Hij antwoordt, hi, een beetje zo brumsch, en zat zich op de bank bij Janus stoel, aber zo weit af van alles mogelijk. Ik vraag me op eerens dat u vandaag komen kost om het mij te vertalen, zei ik, als ik me op mijn stoel zat en hij aankijkt. Zeg ja, zei hij, nog krijg zo eindelijk als verder. Na ja, Ted, zei ik. Zeker heeft Janus die al davon verteld, dat we over jene eheliche Sachen verteld hebben. Ja, zei hij, zij zei dat u met haar verteld had en dat u met mij reden wist. Ditmaal had hij een beetje meer kracht in zijn stem. Dat stemt, Ted. Ik wil vandaag met die van jene ehe reden en zijn wo die naar die aanzicht nu wordt te verbeteren gaan. Dan vangt Ted op hem sofa aan te veranderen en zei, ik neem aan du weißt, dat ik Janus eigel geboren heb. Ik mein, ik heb een miaal met wonen ik al voor een längere tijd al gewasset op geleefd heb. Ja, dat wist ik, zei ik gelijk. En wo is dat vandaag met dat verhältnis? Na, antwoordt Ted, ik weet niet. Wanneer wir auch ein geschlechtliches Verhältnis haben, leib ich diese andere Frau gar nicht wirklich. Sie hat an die lotere Zeit gut Druck angelegt, dass ich Janus verloten soll und er frieren. Aber wirklich will ich er gar nicht frieren. Aber mein Verhältnis mit er ist besser gewesen als mein Verhältnis mit Janus. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn ich auch wist, dat bald wat je doen moest. Aber in de laatste Woche oder so habe ich gedacht, dass ich wahrscheinlich dat Verhältnis te eng bringen soll und versuchen mit Janus Dinge durchzuarbeiten. Dat is wondervoll, zei ik tot Ted, als ik merkt, dat Janus zich de ogen wäscht met een Schnäppelduch. Ik geloof du best op den rechten Weg. Bist du bereit vandaag eine Verpflichtung te deine Ehe mit Janus te maken? Ik wist dat ik hem zeer licht naanging, aber ik kon ook klar zijn dat hij met Janus ihre nieuwe aanstelling te am zeer beeindruckt weer. Ja, zei hij, ik zie rij daartoe. Janus lang nu am en fout am aan de hand. Wanneer hij hartelijk ook keine antwoord geeft te ihr antwoorden, fangen an seine Augen an Thränenrüte te kwalen. Door an meine Arbeit an dem Tag nahm Ted Jesus Christus als Haar van zijn leven aan, indem hij dat Sündergebet beet en Christus zijn leven übergaf. Ik leidde en beid an eine persönliche Buße en Vergebung zueinander an. Als sie meine Arbeit verleiten, gingen sie Hand in Hand. Sie kamen nächste Weg terug en wie vertelden nog meer über ihre Ehe en die Probleme wat sie hadden. Ik reed ook met Ted über zijn nieuwe Verhältnis mit Christus en zijn Bedürfnis für Gemeinschaft. Eine Weg nur die andere kamen Ted en Janus naar meine Arbeit. Wanneer ook schwierige Probleme durchzuarbeiten wären, en wat tiden beter wären als andere, wären beid wellig Airport te doen. En durch eine Zeit von etlichen Monaten entwickelt sich wirklich ein Notverhältnis mit ihnen, besonders mit Ted. Ich kann nicht glauben, wo er dem Herrn lebt und wat für eine feine Persönlichkeit er hat. Sind hat dit leven Ehepaar dat leven weggestohlen wat hij voor hen geplant had. Nu dat Ted de geestliche Leider im Heim weer, hat Gott ihre Ehe wieder frisch abgebüht. Vandaag nehmen sie aktiv teil an eine Kirche deinen door. Sie haben eine beispielhafte Ehe und Familie und Ted ist ein starker Leider. Diese ganze Wundergeschichte fängt an, indem eine Frau, wat wirklich wie allein im Glauben gerecht zu bühen, Gottes Partner wird, dort zu raden, wat vom Teufel und von der Sinn verdorben wird. Wann auch nicht alle Geschichten so schein abhören als diese, daunen viele doch, wann ein gerechter Partner wat allein büht, auf einen biblischen Weg mit Problemen umgeht. Wann eine Ehe auch nicht so traggestellt wird, als Gott das will, beschützt jegliches Verholen den gerechten Partner von anneigen Weidog und von ein verdorbenes Ewigrat von Sinn für Sinn und Weidog für Weidog. Als du deine Ehe allein büßt oder nicht, acht ab die allgemeine Richtlinien, wat in das nächste Kapitel beschrieben sind. Die sind an irgendeine Person anwendbar. Wenn du diese Richtlinien anwenden wirst, wird Gott die sehr sehnen und mit die arbeiten, deine Ehe zu raten. Diese Wahrheiten sind nicht bloß stark genug, Satan seine starke Städten und weise Pläne in deine Ehe zu überwinden, aber die wollen dein persönliches Leben auch verbessern. Diese 4 Richtlinien sind für den Partner, wat eine Ehe büht, ohne die rechte Unterstützung und Mitarbeit von ihren Partner. Dankzij voor naar dit Bierkharchen Eihe op einen Stein. Ik wens dat dit wordt een hulp zijn voor die en de hoopning te een sterkere Eihe bouwen.